Ich sage mal, einfach halber ist das in der Schweiz, wenn du das auf die Schweiz runterbrichst, glaube ich, in den allerwenigsten Fällen ist das schon herausgefunden worden, wie man mit Katalog-Marketing-Aktivitäten umgeht, in den allermeisten neuen Verträgen. Was meine ich jetzt damit? Einfach mit dem Grundsatz, was macht die Firma, mit der du unter Vertrag ist, wenn sie jetzt 5 Jahre Verwertungstour haben von dem Song? Was macht die Firma 3 Jahre nach dem Song-Release mit dem Song? Oder was macht sie im 4. Jahr nach dem Song-Release mit dem Projekt oder mit dem Track? Weil es ist immer einfach, in den ersten 3-4 Monaten dir einen riesen Plan aufzuzeigen. Ja, schau, was wir alles für geile Aktivitäten machen mit dem Song oder was wir zusammen da organisieren. Das ist natürlich auch ein bisschen die Aufgabe vom Musikschaffenden, das mitzumachen und mitzukommunizieren und mitzupromoten natürlich. Aber gehen wir mal davon aus, beide machen dort etwas, beide Seiten, ist es auch dennoch, wenn man das alles gemacht hat, das ist für mich ein bisschen der einfache Part. Der schwierigere Part ist, was machst du mit dem Song 2 Jahre nach Release? Was machst du 4 Jahre nach Release? Was machst du 6 Jahre nach Release? Jetzt seht ihr plötzlich, wo ein bisschen so ein Aha-Moment entsteht, wenn ihr so Stories hört von vermeintlich älteren Songs. Ich tue älter in Anführungs- und Schlusszeichen, weil das alles relativ ist. Im Streaming gibt es nicht alt und neu für mich. Aber Songs, die schon vor 3, 4, 5 Jahren entstanden sind, sehen ihr dann auch Stories, wo plötzlich ein Song 5 Jahre danach auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen oder irgendwo nochmal einen Trend verwünscht oder dort nochmal Aufwärtswelle bekommt, wo der ganze Konsum von dem Song, aber auch vom ganzen Artist oder vom Katalog aufleben lässt. Auf die Schweiz abgebrochen, auch wenn das für mich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt ist, sind wir da noch, glaube ich, in den Kinderschuhen. Allein schon, wenn es darum geht, dass wenn du einen neuen Vertrag würdest unterschreiben mit irgendeiner Firma, egal wie gross oder klein die Firma ist, würdest du noch nicht so viele Diskussionen haben, vermute ich, wo es darum geht, okay, wir tun das zwar jetzt unterschreiben, aber wir geben dir schon ein bisschen einen gewissen Eindruck, was wir im Jahr 3, 4 oder 5 machen, nachdem der Release immer noch bei uns ist, weil halt die Verwertungstour so lang ist, sagen wir jetzt als Beispiel, und was wir dann mit dem machen. Weil das ist halt sehr kryptisch. Ihr seht, umso länger es geht, also umso länger die Verwertungstour ist, meiner Meinung nach, umso schwieriger wird es auch für die Partei, mit denen ihr Geschäfte tun, um euch aufzuzeigen, was der Mehrwert könnte sein, wo die Firma euch bieten kann, 4 Jahre nach Release als Beispiel. Als Musikschaffender, aus der Perspektive von Musikschaffenden, kann man dort vermeintlich den Böll auch zurückwerfen und sagen, ja gut, wenn es eine Firma ist, wo dir sagt, hey, schau, auch da wieder ein Beispiel, wir wollen 5 Jahre die Verwertungstour haben, wir wollen die Songs 5 Jahre können verwerten nach Release, mindestens 5 Jahre, sagen wir jetzt als Beispiel, dann könntest du auch sagen, ja gut, easy, aber auch das wiederum hat einen Preis. Auch das hat einen Wert, weil es ist schön und gut, dass man, wenn es ein New Release ist, also wenn es erst gerade rausgekommen ist, in der Woche 2, 3, 4, dass es dort ein bisschen flashy neue Features gibt und so, aber wenn der Song ja dann noch im 3. Jahr oder im 4. Jahr auch bei uns ist, würdest du ja als Musikschaffender vielleicht wissen, ja, was macht man aber dann im 3. oder 4. Jahr mit dem Song? Hat man dann einen Plan? Und dort werdet ihr merken, die Diskussionen sind viel, viel schwieriger und lässt man sich vielleicht auch ein bisschen weniger auf das drauf ein. Je nachdem, wer du jetzt natürlich vor dir hast, mir persönlich würde es nicht reichen, dort, wenn dann eine Firma mir sagt, ja, wir haben eine Katalogabteilung, die sich dann um das kümmert, weißt, macht dir keine Sorgen, weil auch dort sollte man halt Kompromiss machen und auch ein bisschen Verständnis aufzeigen von beiden Seiten und vor allem von der Seite als Musikschaffende, dass man sagt, ja gut, aber dann irgendetwas sollte man dort anpassen, entweder mit der Verwertungstour sollte man dort ein bisschen anders umgehen oder halt, wegen dem habe ich da geschrieben, der Prozentteil vom Share, also von den Royalty Splits, könnte sich dort auch verändern. Das ist auch eine Möglichkeit von vielen, wie man mit dem umgehen kann, dass man sagt, ja gut, bis zum Jahr 3 nach Release ist es halt die Royalty Share Beteiligung und nach Jahr 3 zum Beispiel, weil du jetzt könntest vermuten als Musikschaffender, dass das Label nach Jahr 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder wie lange auch immer weniger Aktivitäten könnte zu einem Song machen, dass dann auch dein Share raufgeht und der Share, die Beteiligung von der Firma runtergeht. Ich sage das als Beispiel, weil das jetzt meine Meinung ist, dass ich das Gefühl habe,
dass umso länger die Verwertungstour ist oder umso länger ein Song irgendwo vertrieben wird, dass es schwieriger ist oder dass es eine viel, viel größere Herausforderung ist, nachher längerfristige Aktivitäten zu machen. Weil wenn am Anfang noch etwas neu und frisch ist, dort ist es halt einfach, die Konsumenten können überzeugen oder einfacher die Konsumenten können überzeugen, dass sie den Song hören sollten. Wenn es dann um Katalogmanagement geht oder wie ihr das auch in anderen Uploads mitbekommt, das ist dann schon eher ein schwierigeres Unterfangen, dass er den gleichen Song, sagen wir jetzt mal von 300'000 Streams, wo er schon hat nach 6, 7, 8 Monaten, dass er den Song von 300'000 Streams auf 500'000 Streams bringen kann mit Aktivitäten im Nachhinein, wo er macht, mit Marketing oder Promotion, wo dann eher im Katalogmanagement angesiedelt ist.